So, ich grüße euch. Endlich ein neues Video im neuen Jahr. Das wird hier eine kurze Preview sein. Vorausschau. Ausschau. Eine Preview ganz einfach. Leider habe ich aus dem alten Jahr ein altes Übel mitgenommen, die Erkältung. Furchtbar. Macht das nicht zu Hause nach. Ich werde eine kleine Serie an Videos starten über Lernmittel und Orthodoxe. Das heißt, kosten wenig, man muss sich auf keine zweite Person verlassen, obwohl ja Sprachen eigentlich dazu da sind, um mit anderen zu kommunizieren, aber man muss ja nicht ständig beim Lernen mit anderen kommunizieren. Das heißt also, man muss sich nicht auf jemanden anderes verlassen und also 3 davon werde ich euch jetzt gleich zeigen. Also wie gesagt, diese Lernmittel zeichnen sich dadurch aus, dass sie nichts kosten, dass ihr sie überall hin mitnehmen könnt oder fast überall hin. Natürlich verlangen sie auch wie alles andere Anstrengungen, aber vielleicht kennt ihr sie so auch nicht, diese Lernmittel, vielleicht schon. Oder zumindest hoffe ich, das ändere ich eure Sichtweise darauf. Also das erste, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, Perekont, aber ist ja wurscht, was drauf steht. Das ist eine Karteikarte. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Hier. Haben, Avere, Italienisch. Hier steht leider nichts drauf. Sauber. Kann man überall hin mitnehmen, wie erwähnt. Dann hier noch so eine Sache. DVD. Conan der Barbar. Conan the Barbarian. Hier Englisch, Russisch, Türkisch Tonspuren und Untertitel Kroatisch, Slowenisch, Englisch, Bulgarisch, Rumänisch, Russisch und Türkisch. Ich meine, man zahlt, gut, für die habe ich irgendwie 2 Euro gezahlt, aber original. Man zahlt irgendwie 15 Euro, 12 Euro, 10 Euro für eine DVD und dann hat man sich bloß die deutsche Tonspuren, das ist doch völliger Scheiß. So, das war das zweite. Und hier, etwas, worüber ich in YouTube noch nichts gesehen habe, ja. Letternet. Das ist eigentlich eine Tochtergesellschaft der Deutschen Post AG, soweit ich weiß. Ja. Brieffreunde im Internet finden. Klar, ist nicht für jeden gemacht. Wer schreibt schon Briefe heutzutage noch? Aber es ist learning a language by writing a letter or more letters, a few letters, many letters. Genau, Club für Brieffreunde, Letternet, geile Sache, reinschauen. Letternet.de. Ja, das war's, die Preview. Also es werden noch andere Lernmethoden kommen. Ich muss mich ein bisschen zusammenkratzen. Mal schauen, wie die Zeit, also ob ich Zeit und Gelegenheit dazu habe, beziehungsweise wann. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Am besten abonnieren, dann verpasst ihr die kommenden Videos nicht. Und ja, have fun watching. By watching. At watching. Peace.